Weed and Klonopin. Weed and Klonopin. Close your eyes, think of anywhere, and I'll take you there. I'm a fantasy. Hear my voice pulling you in.
Und damit ein herzliches Willkommen hier bei Immer am Limit mit euren Oldie. So sieht's aus. Heute der dritte Flug des Tages. Jetzt geht's von der Côte d'Azur nach Stuttgart. Genau so sieht's aus. Wir sind soweit auch schon fertig mit den Flugvorbereitungen. Mussten gerade noch mal den Flieger umsatteln. Ich war vorhin gar nicht mehr sicher, wo wir uns dann hingestellt haben. 46 Charlie, da stehen wir. Und vorher standen wir ein Gate weiter rechts. Und als wir uns dann eingeloggt haben auf WhatsApp, schrieb uns dann ein Kollege an und meinte, ob wir denn den Stand wechseln können. Ja, stand schon eine 747, stand schon in uns drin. Überhaupt gar kein Problem. Habe ich mich nochmal umgesetzt. Jetzt stehen wir auf jeden Fall richtig. 46 Charlie. Da stehen wir. Sind connected. Aber die 747 ist weg. Die hat sich disconnected. Vor knapp 2 Minuten. Schade. Egal. Zum Flug, liebe Freunde. Zum Flug ein paar Informationen. Und zwar, ja, erstmal zum Flug selbst würde ich sagen. Die Route seht ihr ja oben in der Info, die wir heute fliegen werden nach Stuttgart. Und hier habe ich euch jetzt mal im Kleinformat, mache ich kurz mal das Wetter hier weg, dann sieht man es vielleicht besser, und die AirPods mal weg. So, zack. Das ist unser Flugweg heute. Wir sind hier unten in der Côte d'Azur und wollen da hoch nach Stuttgart. Stuttgart, auch kontrollter Bereich. Sehr nice. Wir sehen es hier. Ja. Fliegen dort aber wieder, naja, eigentlich auf Unicom raus. Eigentlich Quatsch. Wenn wir Glück haben, ist auch noch, was ist das hier? Ist das der Tower? Müssen wir gleich mal gucken. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn wir in Stuttgart ankommen, haben wir auch ATC. Hoffentlich ist er bis dahin noch online. Wäre nice. Ja, zum Flugweg selbst. Schieben wir mal alles so ein bisschen hier zur Seite, dann sieht man es besser. Wir fliegen heute auf der 22 links, Abflug. Und dann geht es hier Richtung Süden runter in der Kurve, wieder übers Meer. Ja, und dann geht es hier hoch im Prinzip, ja. Über Genua. Kommen wir dann wieder aufs Festland. Und dann Richtung Stuttgart hoch. Zum Abflug. Ich muss gerade noch mal hier aufmachen. Haben wir die BASIP 6 X-Ray Departure Route. Die werden wir fliegen. Und falls das Wetter sich nicht ändert, kommen wir über die 25 rein in Stuttgart und fliegen da die, muss gerade mal wieder gucken, wo haben wir stehen, die Reutel 5 Alpha Arrival inklusive der Roy 25 Transition. Das wäre dann die hier. Die führt uns dann zur Runway 25 an Stuttgart. Zum Flieger selbst noch ein paar Informations. Wir haben heute bei diesem Flug einen Zero Fuel Weight von 59,3 Tonnen und einen Takeoff Weight von 65,8 Tonnen. 169 Passagiere an Bord, nehmen einen Fuel von 6,7 Tonnen mit, werden aber nur knapp 3,1 Tonnen verbrennen auf dem Flug. Also haben wir dann noch 3,5 Tonnen knapp bemessen Reserve. Ja. Okay, ja, das ist zum Flieger selbst. FMC ist soweit auch schon programmiert. Die Gäste sind schon am Einsteigen, sodass wir dann auch ganz flockig hier loskommen.
Fliegen natürlich wieder die Sibbo 737-800. Wird gerade noch beladen mit Koffern etc. pp. So dass es dann in den nächsten Minuten dann auch schon losgehen kann. So, haben wir's. So, die Fahrzeuge habe ich jetzt angewiesen, dass die sich verpieseln sollen. Den Airport gibt es leider kein Autogate. Deswegen ist der Finger gerade auch nicht dran. Ja, Taxiway zur Runway 22 links wird dann über Charlie, Tango, Golf 1, Golf 2, Yankee zum Holding Point Hotel 3. Runway 22 links. So, dann können wir auf jeden Fall hier schon mal die Türchen zumachen. Oh, habe ich die jetzt aufgemacht oder? Ah, ich habe die aufgemacht, ne? Ja. Hallo. So. Jetzt müssten alle Türen zu sein. Jawohl. So, können hier auch schon unseren Pushback soweit planen. Ground to cockpit, blood on knowledge, call me through the menu when you are ready. Ja, Pushback-Fahrzeug könnte schon kommen, nur dass wir dann auch gleich loslegen können. Ground to cockpit, tow is driving up. So, da kommt doch schon das Pushback-Fahrzeug. Dann darf er andocken. Okay, all doors and hatches are closed, ready to connect.
Auch von der Sicht sieht es ein bisschen komisch aus. Aber er hebt uns jetzt schon mal an. Stow connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Das machen wir natürlich noch nicht. Denn wir machen kurz mal eine Kabinenansage. Und dann geht's auch schon los. Herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren. Hier spricht der Kapitän. Im Namen der gesamten Besatzung begrüße ich Sie sehr herzlich auf unserer Boeing 737. Die letzten Vorbereitungen werden in Kürze abgeschlossen sein. Dann schließen wir alle Türen und beginnen unsere Reise. Machen Sie es sich also zunächst einmal bequem bei uns an Bord und ich wünsche Ihnen einen schönen Flugplatz. So sieht's aus. So, kurz nochmal zum Flug selbst. Wir fliegen heute mit Flaps Config 1 hier von der Runway 22 links fort. Die Rated Takeoff mit knapp 92% Triebwerksleistung. Unsere V-Speeds sind 147, 148 und 152. Und dann würde ich sagen, könnten wir auch schon mal die APU starten, sodass wir dann auch direkt los können. Course lights on position at crosscheck. So, guten Tag, meine Damen und Herren, hallo liebe Kinder. Auf unserem gemeinsamen Flug darf Sie Ihre Kabinenbesatzung ganz herzlich hier bei uns an Bord begrüßen. So, Tür darf zu, zack. Hier habe ich noch 36 drin, ne? Flight Level 300 und fliegen wir heute. Das reicht absolut aus. Und so. So, APU läuft. Oh, ich sehe gerade. Die Jaw-Dämper können noch an. APU läuft. Und wir werden ready for Push and Start. So, genau, Off-Block-Zeit 17:50 Uhr. Haben knapp noch eine Minute. Sehr schön. Alles im Rahmen. Dann können wir schon mal Push mecken. Starting pushback and you may start engines. Starting Pushback. So, wir fliegen natürlich hier auch Realtime. Ganz klar. Also schön dem Sonnenuntergang entgegen. Und herzlich willkommen, Anna. Grüß dich, schön, dass du da bist. So, okay, dann können wir die Triebwerke starten. Start Engine Number 2. So,
Geben Sprit hinzu. Zündung. Operation complete. Set parking brake. Parking Brake set. Disconnecting tow. Standby. Sehr schön. So, da setzt er uns jetzt ab. Du meinst in der Kabine die Ansicht? Nee, da muss ich immer hier hinter rennen. Da renne ich hier immer hinter. Dann mache ich hier mal die Tür auf. Und dann spaziere ich hier immer. Ah, ein wunderschönen Tagchen. Ja, ah, wunderbar. Oh, wer ist denn hier? Bruce Darnell, alles klar. Ah ja. Hallöchen. Grüß dich. Ist hier nochmal durch. Lalalala. Mein Kaffee holen, was ist denn hier? Zack, zack, zack. Okay, Kaffee holt, ab zurück ins Cockpit. Upsala. Hier auf dem Boden kurz lang rauchen, hat jeder was verloren? Ein Schnuller oder so? Ah. Und da zurück ins Cockpit. Zack. So mache ich das immer. Aber könnte ich mir mal abspeichern, so eine Sicht. Wäre vielleicht ganz cool. Okay, Start Engine Number 1. Geht mir aber auf den Sack, wenn hier jetzt hier sehr laut. Zack, so. Zu lauter. Quatsch, zu laut. So, 25 N2. So, hat er uns ein Zeichen gegeben, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Würde er aber gemacht haben. Okay, 2 erfolgreiche Triebwerksstarts. Generator on Engine. Hoppala. APU aus. Engine Start Switches of Continuous. Runway Turn-off Lights on und Taxi Lights auch on. Und dann wären wir ready for Taxi. Flaps 1. You will find further information on the safety card in the seat pocket in front of you. So, liebe Gäste, vergewissern Sie sich nun zu Ihrer eigenen Sicherheit, wo Ihr nächstgelegener Notausgang ist, wo Ihre Schwimmweste ist. So, zum Flugweg, beziehungsweise zum Taxiweg. So fahren wir jetzt. Über Charlie, Tango, Golf, Golf 2, Yankee, Hotel, Hotel 3 und dann stehen wir hier, Holding Point, Runway 22 left. Okay, Taxi. Mal wieder diese wunderschöne Sicht nehmen. Sieht man mehr vom Airport. So, in 5 Minuten wäre unser Takeoff, so ist er zumindest geplant. 20 Uhr. So, das würde jetzt hier links lang gehen. Und jetzt erstmal straight ahead über Tango.
auch ziemlich leer, der Flughafen. Sonst hätten wir nämlich jetzt zur Uniform erstmal rüber texeln müssen. Er wurde Flugbegleiter. Ja, ja. So, weiter geradeaus. Und dann geht's da vorne rechts rüber zum Taxiway Golf. Ich könnte es euch ja eigentlich auch mal so einblenden. Hier drüben sozusagen, da geht es dann Golf rüber. Und hier fahren wir dann lang. Genau. Soll ich hier mal ein bisschen langsamer werden? So. Kommt keine Maschine. Ne. Dann können wir rüber. Approaching 2 right. Obwohl ich jetzt nichts anders gemacht habe, komischerweise sind jetzt diese Überlappungen weg, ne? Weil vorhin hatten wir ja auf der Runway so Überlappungen von der Standard-Fototapete. Ist jetzt komischerweise nicht. Hab nichts verändert. Komisch manchmal. Wunderschön da hinten die Stadt, ne? Die Häuser und so weiter. Echt geil. Fetzt in. So, da vorne ist auch schon unser Holding Point. Wenn wir mal ein bisschen langsamer werden jetzt hier. So. Kurz nochmal stehen bleiben. Okay, dann wären wir fertig und ready for departure. TCAS an. Lights on.
Runway Turn-Off brauchen wir nicht mehr. Und jetzt fahren wir erstmal auf die Runway rauf. Approaching 2 left. On runway 2 left. So, da. Dann würde ich sagen, auf geht's. Take off. Die Sonne steht schon wieder so ungünstig. Haben wir hier mal ein bisschen Licht. Dann sieht man es besser. Okay, take off. Engine stable. Toga. Take off thrust set. knots. Checked. V1, rotate. Rotate. Positive rate. Positive rate, gear up. $400. Checked. $1,000. So, und ein Linksturn jetzt hier. Warum will der... Ne, jetzt macht das. Okay. Ich dachte gerade schon. Okay. So, Autopilot ist an. After Takeoff Checklist. Gears off. Auto brakes off. Disarmed haben wir es auch. Ja, wunderbar. So, Flaps off. Ab. Nicht auf. Da sehen wir nochmal schön die Côte d'Azur. Geiler Airport auf jeden Fall. Macht echt Spaß, dahin zu fliegen.
Altimeter Standard. Sehr, sehr nice. So, mal einen Schluck trinken hier. ...2,81 sogar schon Ground Speed. Fetzt. Gut, dann können die Lights off. Puma 1970, welcome on board. Vielen lieben Dank. Fliegen wir gleich über Genua, kommen wir praktisch wieder über das Festland und dann geht's in den Norden hoch. Aber vorher fliegen wir jetzt hier noch die östliche Küste ab. So ein bisschen. Hier können wir noch mal kurz einen Blick erhaschen. Herrlich, Hammer aus. Da drüben noch der Airport. Und wunderschöner Himmel hier. Alles klar. Geile Sicht. Top. Gut, vor uns jetzt so ein paar Wölkchen. Aber gar nicht der Rede wert. Ein bisschen Gegenwind haben wir jetzt. 18 Knoten. Kurz den Flieger nochmal von draußen zeigen. Am besten von der anderen Seite. So. Sehr, sehr nice. Ja, wir steigen jetzt auf, Gott, steht immer noch 36.000 drin, auf Flight Level 30. Das reicht absolut aus.
Ah, jetzt ein bisschen diesig jetzt. Irgendwie. Muss ich gerade mal gucken. Gefällt mir das noch nicht so richtig. Muss ich doch noch ein bisschen weiter raus und das Ganze abspeichern. So. Kann man hier auch besser gucken. Hier habe ich leider keine Fototapete. Die geht dann ab der Schweiz dann wieder los. Aber es kommt noch alles. Kommt noch alles. Und dann sieht alles real aus, ja. Was hat der denn jetzt da drin? Flight Level 180. Nee, können richtig hoch. Ach, der hat das im FMC drin, ne? So, jetzt können wir hoch. Und das Wetterradar anmachen, vorsichtshalber. Aber zeigt nichts an. Dauert immer einen kleinen Augenblick, aber bisher alle Software. Hat er gerade noch gesagt, freie Sicht. Sieht so ein bisschen diesig gerade aus hier, ne? Bisschen dunkel hier im Cockpit. Weiß nicht, reicht euch das Licht aus? Kann man noch alles sehen? Ansonsten muss ich hier die Doomlights anmachen. Aber ich denke, kann man noch alles sehen, ne? Wie gesagt, ist ja Realtime. Also wir fliegen sozusagen dem Sonnenuntergang entgegen. Obwohl er eigentlich links von uns ist. Hinter uns. Ah ja. Die Packs vergessen anzumachen. Schlingel, Schlingel.
Er wird sich gleich wieder fangen. Alle zu sehen, super. Warum habe ich die Packs vergessen anzumachen? Die habe ich doch vorhin, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, aktiviert. Nach dem Pushen. Aber warte mal, jetzt sollte ich vielleicht hier oben jetzt auch nochmal so ein bisschen Licht. Jetzt haben wir hier wieder... Ah, so vielleicht. Ja, wenn irgendwas nicht zu erkennen ist, Bescheid sagen, dann schmeiße ich hier ein paar Lichter an, dann erkennt man wenigstens alles. Aber müsste ja eigentlich gehen. Also ihr seht es ja im Prinzip so, wie ich es sehe. Ja? Und ihr erkennt es auch. Warum? Das muss immer noch ein Bug sein hier bei der Sibbo. Vielleicht werde ich auch wieder auf Version 18 zurückswitchen. Der zeigt mir hier schon den Top-of-Descent-Punkt an. Das ist völliger Quatsch. Völliger Quatsch. ...345 nautische Meilen und er zeigt mir gleich... ...hier schon den Top-of-Descent-Punkt an. 1,000 to go. Keine Ahnung warum. Das hatte ich mit der 18er Version nicht. Das erst jetzt hier ab der 20er Version. Wieder ein Problemchen. Oh, das ist natürlich auch doof. Jetzt auf der Höhe haben wir jetzt die ganzen Wolken jetzt hier. Aber da hinten, das waren die letzten, glaube ich, die jetzt hier kommen. Nochmal das Wetterradar aktivieren. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass das Wetterradar auch nicht mehr richtig funktioniert. FMC-Message. Ja. Reset MCP Altitude. Totaler Quatsch. Wir müssten erst bei Rolsa. Gehen wir erst in Descent. Wir fliegen jetzt gleich Genua. Ist praktisch unter uns. Also hier, gerade bei den Wolken, hätte zumindest unser Wetterradar was anzeigen müssen. So, und da vorne beginnt dann auch schon wieder die Auto VXP-Kachel. Also alles gut. Ja, sowas ärgert mich dann auch wieder, wenn der Flieger nicht richtig funktioniert, ne? Wenn man dann doch ein paar Bugs noch hat und das nicht so funktioniert, wie man eigentlich möchte. Weil ihr seht, wenn ich jetzt hier auf die Progress-Seite gehe, zeigt er mir dann gar keinen Top of Descent an, sondern zeigt mir nur noch an, wie weit es bloß noch ist bis Stuttgart. Also im Prinzip muss ich jedes Mal händisch runtergehen und kann mich aufs FMC nicht verlassen. Dass der dann sagt, an dem Punkt muss ich runtergehen, muss ich mit dem Sinkflug beginnen. Er macht es dann auch automatisch, um an den und dem Punkt dann auf der Höhe zu sein. Nervig.
Also wieder zurück zur Version 3.34 Update 18. Schade. So, hier ist jetzt auch wieder Photoreal-Textur. So, und ich hole mir mal schnell noch was zu trinken. Gleich wieder da. In der Zeit spiele ich kurz mal ein bisschen Musik ab. Hoffentlich nicht zu laut. Ich werde es ein bisschen runterregeln, sodass ihr im Hintergrund zumindest ein bisschen was habt zum Hören. So, bis gleich.
So, Freunde, da bin ich auch schon wieder. Back im Cockpit. So, und erstmal an Zexo. Herzliches Willkommen. Steckdosenleister auch ein herzliches Willkommen. Back. Dein Internet macht dich fertig. Beziehungsweise das in ganz Deutschland. Also ich kann, was das Internet angeht, nicht klagen im Moment. Oder generell. Das ist super. Ganz schön diesig hier, wa? Krass. Jetzt mal gucken hier, ob das hier irgendwie mit den Settings zusammenhängt. Nö. Alles gut aus. Oh, okay. Du hast nur eine 30.000er Leitung. Und die funktioniert nicht richtig anscheinend. Das ist natürlich blöd. Um die Uhrzeit völlig überlastet. Okay. Wenn wir das Wetterradar ausstellen, ist nichts mit. So, mal gucken, wo sind wir denn gerade? Über Milan sind wir gerade in Fort Linate. Haben wir auf der rechten Seite hinter uns liegen lassen. Linke Seite Malpensa. Wird man aber nicht viel erkennen. Oh, doch, hier. Malpensa Airport. Linke Seite. Jo, da hast du recht. Da hast du recht. Habt ihr keine Möglichkeit, eine größere Leitung zu bekommen? In Stuttgart? Eine Stuttgart ist eine große Stadt.
Ihr habt schon das Maximale. Okay. Ja, ein Kumpel von mir, der kommt aus Dannenfels. Das ist bei Mainz in der Nähe, würde ich gerade sagen. Auch knapp 40 Kilometer von dort. Von Mainz entfernt. Dannenfels. Ja, der ist schon zufrieden, wenn er eine 16.000er Leitung hat. Haben könnte. Hat er aber nicht. DSL 5000. Mehr ist nicht. Also da bin ich echt froh, dass ich in Berlin wohne. Da habe ich überhaupt gar keine Probleme. Oh, das sieht gerade nicht so schön aus hier. Helle Texturen, dunkle Texturen. Muss ich vielleicht auch nochmal neu berechnen lassen mit Auto. Wenn wir andere Kacheln raussuchen. Aber warum ist der Himmel so komisch? Sieht echt komisch aus, oder? Irgendwie grau. Muss ich doch glatt mal checken kurz. Nee, das scheint wohl heute wohl so zu sein. Ist gewollt. Mit dem Gräulichen. Sonst würde ich das nämlich jetzt hier ändern können. Das scheint wohl Active Sky so zu wollen, dass das grau ist. Ja, wir könnten das so machen. Dann sieht es nicht so beschissen aus, oder? So vielleicht. Sieht besser aus. Ich fliege über die Runway 25 rein, wenn das Wetter so bleibt. Nee, jetzt stellt er wieder um. Es scheint Active Sky zu machen, Freunde. Na, ich fliege immer mit Real-Wetter, also je nachdem, wenn es bei euch Schlechtwetter gerade ist, dann kommen wir natürlich im schlechten Wetter an. Wenn schönes Wetter ist, kommen wir im schönen Wetter an. Also ich fliege immer mit Real-Wetter. Ich hatte, war das letzte Woche? Livestream? Ich weiß es nicht. War das letzte Woche? Oder war das Montag jetzt? Da sind wir auch nach Köln geflogen. Richtig mieses Wetter, richtig krass Turbulenzen. Aber da war ja in ganz Deutschland so ein heftiges Wetter. Also wir in Berlin hatten auch richtig Mistwetter gehabt. Und Wahnsinn. Also, wenn du Bock hast, den Livestream noch zu sehen, also wurde ja aufgezeichnet, dann einfach mal bei YouTube oder hier bei Twitch kannst du die Livestreams noch sehen. Da sind wir, glaube ich, von Berlin aus nach Köln geflogen. Und ein herzliches Willkommen, Basti. Grüß dich. German Express 074. Hallöchen. Hast du nicht gesagt, Digga, dass du heute keine Zeit hast? Wie hast du mir gestern geschrieben, dass du keine Zeit hast zum Fliegen? Weil ich dachte ja eigentlich, dass wir Donnerstagabends dann wieder schön Gruppenflug zusammen machen. Also was das jetzt hier gerade angeht, Basti, du kennst dich doch mit so weit aus. Folgendes Problem, du siehst meinen Himmel. Du siehst meinen Himmel gerade, der ist sehr grau. Vielleicht soll ich es doch hier auf Auto lassen, weil sobald ich diese Einstellung hier mache, so belasse, wirst du gleich sehen, 1-2 Minuten dauert, dann habe ich wieder einen grauen Himmel. Hast du eine Idee?
Ach, du fliegst auch nicht. Hast dein Setup unten auch. Ja, genau. So habe ich jetzt ja gestern gelesen, ne? Dass du heute irgendwie nicht kannst, also nicht fliegen kannst. Steckdosenleiste, genau. Über die 25. Wetter bisher in Stuttgart immer noch so wie geplant. Dementsprechend kommen wir über die 25 rein, ja. Ja, weil es switcht immer um. Also ich hatte gerade schon den Himmel verändert, weil er so extrem grau war. Sah irgendwie total komisch aus. Dann habe ich es wieder auf Auto gestellt und keine 2 Minuten später war er dann wieder grau. Wunderschöne Berge hier. Geil. Muss ich doch gleich mal ein Foto machen hier. So. Foto. Da gibt es einen Punkt. Wenn ich Stuttgart genau nicht mal fliegen muss. Ja, welchen meinst du? Ich blende mal kurz ein. Moment. So ist jetzt Planung Stuttgart. Esslingen. Goppingen. Und wir kommen praktisch, wir kommen von hier unten, fliegen Rechtskurve und dann fliegen wir hier Schwäbisch Hall, ne, Schwäbisch Gmünd ist hier und dann geht's auf die 25. Ja, Basti, können wir demnächst mal abklären mit den Settings, aber eigentlich bin ich, was die Settings angeht, relativ zufrieden, so wie es jetzt läuft. Das hatte ich auch heute das erste Mal. Komischerweise jetzt geht's. Jetzt habe ich wieder den normalen Himmel, ne? Und? Und, was wollte ich sagen? Ich will noch nicht auf dem Holz klopfen, aber mittlerweile Sonnenuntergang. Du weißt Bescheid, was sonst immer passiert ist mit meinem Flusi. Bisher alles stabil. Ja gut, Steckdosenleiste, wir starten aber nicht von der 25, wir landen ja auf der 25. Ach, und in Esslingen wohnst du. Na, dann kommen wir direkt rüber. Naja, nicht wirklich, also lassen wir praktisch auf der rechten Seite liegen, ne? Hier nochmal kurz zum Zeigen. Hier ist die Runway. Von rechts kommen wir und da oben ist Esslingen. Hier. Und hier fliegen wir an. Ja. Ja, danke, Basti. Hoffe ich auch. Hoffe ich auch. Aber heute schon 2 wunderschöne Butterlandungen gemacht. Eine wirklich mit einem langen Flair, leider mit einem langen Flair, aber trotzdem gebutterter Ding. Gebuttert. Und ich teste ja heute im Stream, siehst du ja selber, neue Flight Informations, die man ja jetzt hier oben sieht. Ne? Ist auch neu, nur die Abtastrate ist Sekundentakt eingestellt. Vorher hatte ich es ja auf Millisekunden gestellt, über 100 Millisekunden wurde vorher abgetastet. Gefällt mir zwar hier nicht so, was die Abtastrate nur alle Sekunde passiert.
Aber vom Design her gefällt mir es eigentlich ganz gut. Also jetzt auch mit Callsign. Indicated Airspeed, True Airspeed. Ja, zack, da haben wir es wieder mit dem grauen Himmel, Basti. Hast gesehen? Zack, hat sie es umgestellt. Ich verstehe es nicht. Ah, wenn du das sagst, Basti, Esslingen geht's hoch bis hoch auf den Berg. Esslingen, Bergheim zum Beispiel. Ah ja, okay. So, müssten dann auch demnächst... Ich habe heute wieder geupdatet auf Version 20, Basti, mit der Sibbo. Und Version 20 macht wieder Probleme, ne? Also, was heißt Probleme? Wieder kein Top of Descent, muss ich wieder manuell landen. Also manuell sinken. Das nervt. Also wieder zurück auf die 18er Version, die hat super funktioniert. So, kommen gleich über Konstanz rüber. Links von uns jetzt Zürich. Aber das nervt mich wirklich hier mit dem Himmel. Muss ich nochmal gucken hier. So. Da unten Zürich. Ja, harte Landung passt auch. Darf nur nicht die Reifen platzen. Dann ist alles super. Ja, genau. Also wie gesagt, Version 3.34 mit dem Update 18 hervorragend. Funktioniert einwandfrei. Jetzt auf 20 wieder hochgegangen. Weil war ja heute, glaube ich, wurde ja geupdatet. Wieder kein Top of Descent. Nervt. Aber Version 33 mit Update H, Basti, das war das gleiche Problem bei mir. Keine Ahnung warum. Ja. Da hast du absolut recht, Steckdosenleiste. Da musste man dann natürlich wirklich früh runter. Ansonsten Go-Around. Oder extrem abbremsen. Bringt nichts. So, Runway 25 ist natürlich top. Brauchen wir wenig Taxeln, können wir eigentlich bis hinten durchrollen. Bräuchten im Prinzip nicht mal Autobrake. Stuttgart 3334 Meter lang, 45 Meter breit. Sehr schön. Wo sollen wir uns hinstellen? Wo sollen wir uns in Stuttgart hinstellen? Jemand eine Idee? Kannst du noch mal kurz einblenden? Hier haben wir Stuttgart. Und hier hinten kommen wir reingedonnert. Kurze Taxiways, entweder H oder eventuell sogar India. Verlassen wir die Bahn. Und dann entweder hier so in dem Bereich hinstellen. Da sind ja die Gates. Ich glaube von 9 bis hier hinten sind die ganzen Finger. Da können wir uns gerne hinstellen. Was haltet ihr davon? Basti sagt 10. Ist die vorletzte links. Läuft, Basti. Läuft. Machen wir.
Genau, so ist der Plan. Genau, ganz hinten kann man ganz gemütlich rausrollen und dann, wie Basti schon sagt, über India raus und dann zum Gate 10. Perfekt. Supi. Ich guck gerade mal, wir müssten ja im Prinzip bei Reutel auf Flight Level 100 sein. Ich guck gerade mal ins FMC. Müsste aber auch passen. Wo haben wir sie denn? Flight Level 100 or above. Ja. Und warum steht dann hier wieder Flight Level... Ach, Mann, Freunde, ey. Ich krieg heute noch ein Kind. Sag ich euch. Ibiru. Nee, Reutel, Ibiru, da steht aber nix. Wegpunkt auf 8000. Das wäre da, warte mal. PS515 auf 8000, das stimmt auch. Dann warte mal, dann machen wir hier mal 100, upsala. 100 raus. 100, Mensch. Dann müsste er das Ganze nochmal durchswitchen hier. Und dann stimmt das auch. So, gucke ich nochmal. 6500 auf 14 haben wir auch drin. Die 13 auf 5500. Das nervt's hier. So, nochmal. Die 12 ist hier auf 4500, stimmt auch. Unser auf 4000. Und dann geht es ja auch schon runter. Ja. Auf den Glidestrobe. Nö, ich werd gar keine Autobrakes benutzen. Das sollten wir mit unserem Umkehrschub auf jeden Fall gemütlich abbremsen können. Also Autobrakes nutze ich nicht. Bisschen die Bremsen schon. Basti, was meinst du? Wirst du bis Samstag vielleicht fertig mit deinen Umbastelei und hättest du Samstag vielleicht Zeit? Grund? Ich hätte vor, Samstag über den Teich zu fliegen. Von Frankfurt aus. Nach Miami, halt mir gedacht. Jetzt kommt bestimmt, oh, bist du irre? Ist aber so lang. Sehr schön. Ja. Aber kommen wir ja nicht. Kommen über die 25. So, ich mach kurz noch mal einen Wettercheck. WDDS. Ah. QNH 1022. Arscht. So lange hast du sicher keine Zeit. Hätte ja sein können. Hätte er schön hier quatschen können hier gemütlich. Weil ich habe nämlich am Wochenende sturmfrei, verstehst du? Und da dachte ich mir, Mensch, hätte ich auf jeden Fall mal Bock, über den Teich mal zu fliegen. Amerika? Ja, genau, weil ich hatte nämlich vor, so ein paar Amerika-Flüge auch zu machen. So Aspen und so, Denver. Ja, da bin ich noch am Überlegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit was? Also im Prinzip bleibt ja nicht viel Auswahl. Ich habe einen A320, habe eine 737.
viel Auswahl ist da nicht. Ein A320, der noch nicht richtig vorkonfiguriert ist, also mal schauen. Eine 777 habe ich ja leider nicht, eine 747 auch nicht. Ich hätte gerne die PMDG hier, aber habe ich nicht. So, da vorne müsste schon Stuttgart sein, was wir da hinten leuchtend sehen. Warum singt er jetzt nicht weiter? Der Nasenbär? Noch heute noch ein Stückchen ist, um auf 8000 zu kommen. Ja, aber wir können hier schon mal mit dem Speed runtergehen. Hupsala. Und dann können wir hier gemütlich mit 800 sinken. 850. Jo, Basti, alles klar. Es wird aber dunkel hier im Zimmer. Halleluja. So, wenn wir hier mal ein bisschen näher ranzoomen. Ein schöner Wind hier, wa? Wahnsinn.
Ach, hat ja noch jemand geschrieben. Mit was würdest du denn nach Miami fliegen? Ja, 737 wahrscheinlich. Mit einer 737 schaffst du es aber nicht drüber. Warum sollte ich mit einer 737 das nicht bis nach drüben schaffen? Soweit ich weiß, kannst du mit der 737 7500 Kilometer fliegen? Oder? Das ist natürlich so, mal gucken, wie weit es denn wäre. Mal kurz eingeben bei... Mal schauen. So, warte mal. New Flight. Zum Beispiel Frankfurt. Warte mal. GAE 166. Upsala. 166. EDDF. Was ist? Miami müsste Kamir sein. Ja. So, wenn ich jetzt Boeing auswähle. Mal sehen, wie weit es wäre. Einfach mal spaßhalber gucken. Kostindex von 80 wird wahrscheinlich dann nix. Weil da blasen wir ja ordentlich raus. So, und einfach mal spaßhalber den Weg berechnet. So, hier bleiben wir mal auf der Höhe. Wie viele Kilometer es sind. Dann war das ja gar nicht angezeigt. Knapp 10 Stunden Flugzeit. Das passt. Was kann man machen mit diesen In-Deck da? Was meinst du? So, hier gehen wir schon mal weiter runter. Hier müssen wir auf 8000 sein. Da sind wir jetzt ein bisschen drunter. Kostindex meinst du? Je höher der Kostindex, desto schneller, desto ich wollte gerade sagen sparender, verschwendender bist du, je höher der Kostindex ist. Also je geringer der Kostindex ist, desto mehr Sprit sparst du, desto ökonomischer fliegst du. Und ich fliege meist mit Kostindex 80. Das ist von unserer VA so vorgegeben, dass wir mit Kostindex 80 fliegen. So, Flaps 1. $1,99. So, und jetzt können wir weiter sinken auf
4.500. Scheiße, mir wird jetzt gerade gar nicht der Weg angezeigt. Muss ich nachher mal gucken. Aber ich würde sagen, dass man es mit einer 737-800 auf jeden Fall schafft. Weil irgendwie musst du ja auch über den Teich kommen, wenn du die Maschine abholst. Von Boeing, von Seattle. Vielleicht ein Zwischenstopp irgendwo, ja, kann natürlich auch sein, aber... Das stimmt auch wieder. Dann fliegen wir ohne Passagiere. Ich guck nachher mal rein. Zumindest zeigt mir Simbrief jetzt auch keinen Fehler an, dass es nicht gehen würde. Sonst würde ich mir denken, dass er hier irgendwie eine Info gibt, ist gar nicht möglich. Und 20 Tonnen, 21 Tonnen Sprit sollten wir ja eigentlich mitkriegen, oder? Ich weiß es nicht. Müsste ich mal gucken. $1,000 to go. So, okay. Jetzt sind wir kurz vor der Landung. 146. Okay. Lichter an. Halt, brauchen wir nicht. Und wir brauchen aber die Logo-Lights. Ja. Ist nämlich schon duster. So, QNH 1022, das passt. Ne, wir sind ja noch nicht auf, also ich habe noch keinen Go-Round eingegeben. Kommt gleich, wenn wir einen Approach gesetzt haben. Dann drehe ich hier 5000 rein. Und Go-Around wäre auf 5000, rechts abbiegen auf 339, 053, Inbound, Luburg. 1920. So, Approach. Flaps 5. Ach Quatsch, was mache ich denn? Okay. Manual Flight. Gear down. Ja, ich sehe die Türme da unten. Da wohnst du. Ich finde auch bei Version 20 muss man die Maschine extrem austrimmen. Flaps 25. Bisschen rechts rüber.
Oben auf dem Berg. Dann guck doch mal aus Fenster, dann kannst du ja schnell mal winken hier. Ich winke auch zurück. So, Flaps 30. Genau unter mir, okay? Cool. Gerade kommt der Wind so von hinten. Von hinten rechts. So ein bisschen, merkt man auch. Schiebt uns ordentlich rüber. Muss hier ganz schön mit den Rudern arbeiten. 1,000 feet stabilized, Mr. Perch altitude set. Hat er das, Mr. Approach Altitude Set? Warum macht der macht es auch nicht, sonst macht er das. Okay, naja, egal. Ich hab's dann mal eben gesetzt. War ein bisschen zu niedrig. Ganz schön windy hier. Was ist hier los? 500, 400, 300. Continue. Krass, wie ich hier in die Ruder treten muss, ja? Wahnsinn. So, eine fahren wir noch weiter. Oh, High Speed Exit. Okay. Können die Lichter aus? So, da hinten müsste dann die 10 sein. So, habe ich jetzt alles? Die Lichter sind aus. APU geht an. Ja.
TCAS noch auf. So. Ja, das ist auch ein Add-on, was ich hier habe. Stuttgart von Aerosoft. Sonst sieht es normalerweise nicht hier so aus. So, hier ist die 11 und da vorne kommt auch schon die 10 und da rollen wir hin. Genau, deswegen hat ja der TCAS ausgemacht. Normalerweise sitzt man auch zu zweit im Cockpit und dann würde der Co-Pilot die ganzen Sachen machen und wenn man hier alleine fliegt, dann muss ich das halt noch machen, ne? Und deswegen erstmal von der Bahn rollen und dann TCAS aus. Das ist natürlich das Schöne beim Airbus, dass das alles automatisiert. Sobald du Take-Off Thrust setzt, geht automatisch TCAS an, ne? Ist bei der Boeing aber nicht so. Da hat man noch ein bisschen was zu machen im Cockpit. So. Gucken, hier müssten wir auch Autogate wieder haben. Rollig aber gefährlich nah ran, wa? So, zack. Parking Brake set. APU Generators on Buses und Triebwerk Uno Duel. Ja, Autogate haben wir, super. Da hört man schon das Bimmeln. Ja, seit Version 20, da muss man hier trimmen wie ein Weltmeister. Wahnsinn. Wunderbar. Welcome in Stuttgart. So. Dann werden wir uns mal die Landung anschauen. Oh, ich habe nur die Lichter an, sehe gerade. Die können natürlich aus. Logo-Lights bleibt aus. Die können wir ausmachen. Und Fasten Seatbelts aus. Sind aber schon automatisch. Wunderbar. So. Auf geht's zur Landing Cam. Ah, das ist ein bisschen zu weit. So. Kann ich sehr gerne machen. Steckdosenleister. Kann ich machen. Ah, wieder schön den Wind, ne? Boom. Geil. Schön. Mal ordentlich windig noch auf der Runway. Wahnsinn. Lustig, seht ihr ja gerade. Hin und her geeiert.
nochmal die Tower-Sicht. Hä? Das soll die Tower-Sicht sein? Okay. Ah, das wusste ich nicht. Danke, Steckdose. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, der Tower wäre auch auf der Flughafenseite. Aber das war, jetzt habe ich gerade das Aufsetzen verpasst. Moment, muss noch mal kurz hier zurück. Bumm. Hab schon verstanden. Alles gut. Und ich dachte, der wäre hier auf der Seite. Weißt du? Da habe ich nie drauf geachtet. So. Neue Sicht. Schwupp. Sehr schön. So, einmal noch diese. Ist ja nicht immer. Kommt ja auch auf die Wetterbedingungen an. Sehr schön. So. Einmal möchte ich noch die Dauersicht sehen. Die fand ich ziemlich geil irgendwie. Mit dem Sonnenuntergang hier. Okay. Und ein letztes Mal die Sicht und dann haben wir's. So ein bisschen von weiter oben. So, da. Sehr schick. Ja, liebe Freunde, an dieser Stelle möchte ich mich auf jeden Fall bei euch fürs Einschalten und Verfolgen dieses Livestreams bedanken. Hat mir heute auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. 3 wunderschöne Flüge gehabt, 3 wunderschöne Landungen gehabt. Richtig nice. Morgen geht's weiter. Morgen ab 12. Ja.
Wo es da hingeht? Keine Ahnung. Lasst euch überraschen. Ich lasse mir was einfallen. Von Stuttgart geht's dann weiter. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch an dieser Stelle auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Wahrscheinlich wird es so laufen wie heute. Viele müssen arbeiten. Ich hab frei. Edgy Badge. Ja, wenn nicht, sehen wir uns morgen im Laufe des Tages. Ich werde sicherlich morgen noch weitere Flüge machen. Also nicht nur den, der morgen um 12 startet, sondern sicherlich danach noch einen Flug. Vielleicht sieht man sich dann. Ja, ansonsten, wie schon gesagt, macht euch noch einen schönen Abend. Haut herein. Bis zum nächsten Mal. Und immer dran denken, immer schön lecker bleiben. Haut rein. Ciao. Habe aber gerade vergessen, noch was zu sagen. Denn wir wollen ja noch ans Gate. Und noch mal kurz einen Kult und Dark machen. Das ist natürlich kein Problem. Machen wir gerne. Also, noch kurz dranbleiben, der sehen möchte, wie die Maschine praktisch in den dunklen Zustand gebracht wird. Ansonsten verabschiede ich mich schon mal an dieser Stelle und sag mal Tschüss. Bis morgen.